Dort oben also soll man die Bergkristall finden. Wo hat er jetzt gesagt, müsste ich genau schauen? Oh, dort scheint es ein Loch zu haben. Ich kann mal näher schauen. Oh ja, das sieht tatsächlich nach einem Eingang zu einer Höhle aus. Hui, ist aber ein schmaler Eingang. Hey, ist das eng. Muss mich ja richtig durchdrücken. Oh, mein Körbchen passt aber nicht rein. Vielleicht, wenn ich es so drülle? Nein, das Körbchen ist einfach zu gross. Blödes Körbchen. Lass ich dich halt draussen stehen. Autsch, mein Kopf. Die Decke ist auch so niedrig da innen. Und dunkel und kühl ist es auch. Brrr. Hoi, was ist das? Hä? Woher kommt denn das grelle Licht? Ich will gerade mal am Ende von dem Gang schauen. Ganz langsam güchseln. Ah, da liegt ja ein Kristall. Yeah, und da nochmal einen. Hurra! Und der ist noch viel grösser als der erste. Der Steinbock-Nicolin hat also voll recht gehabt. Ist das ein schöner, grosser Bergkristall? Hoffentlich passt der in mein Körbchen. Und da innen ist ja alles voll. Da ein Kristall und dort ein Kristall, in allen Formen und Grössen. Und zwischen diesen tollen Steinen ist ja ein... Nein, ich glaube, ich träume. Das ist ja ein Spielplatz. Juhui! Unglaublich, wie schön der ist. Da eine grosse Spielburg aus dem Felsen gehauen, dort ein Sandkasten voller Goldstaub und dort hinten eine Rutschbahn aus Schieferstein, ein Gigampfi aus Silber und so etwas habe ich noch nie gesehen. Ein ganzes Bassin voller Goldstückchen. So ein Goldnugget muss ich jetzt gerade mal anlängen. Halt! Ui! Stopp, heiß! Finger ab der Rösti! Lass den Goldnugget sofort los! Was machst du da in meinem Stollen? Hui, Sie haben mich jetzt aber verschreckt. Sag du Bohnenstange, was hast du auf dem Schludimumps im geheimen Spielplatz verloren? Schludi? Kein? Nichts. Ich bin nur... Ja, ich höre. Ich bin nur per Zufall da. Also ich gehe auch gerade wieder. Nicht so schnell. Du bist doch sicher da, um mit meinen Spielsachen zu spielen, gell? Willst du auf meine Gigampfi, gell? Oder auf meine Rutschbahn, gell? Nein, sicher nicht. Nicht mit mir, du. Nicht mit dem Zwerg Schludimump. Und die schönen, kostbaren Goldnuggets und Kristall, die da rumliegen. Hast du auch nehmen, gell? Geht's noch? Ich tu dich nicht stellen. Ich suche einen Bergkristall fürs Halskettchen, das ich machen möchte. Weisst du, für mein Grossi. Was? Das ist doch Gugus. Nein, kein Gugus. Überhaupt, wer bist denn du? Ich bin ein Zwerg bei der Schludimumpf. Und das da ist mein geheimer Spielplatz. Und du weisst, was Geheim bedeutet. Niemand soll davon Bescheid wissen, weil der Spielplatz gehört mir ganz alleine. Nur ich darf da drauf spielen. Ah ja? Mir allein gehört alles da. Mir allein. Dir allein? Also nur dir? Ja, bin ja auch der Einzige, der da oben wohnt. Es gibt ja nur mich da. Mich, der Zwerg Schludimumpf, meine Kostbarkeiten und mein geheimer Geheimspielplatz. Oh, Zwergmutti Schlumpf. Schludimumpf ist mein Name. Schludimumpf. Schludimumpf. Es ist wirklich ein wunderschöner Spielplatz. Sag ich doch. Trotzdem. Was, was? Trotzdem? Du tust mir leid. So, ich? Ja, du. Du, der ganz alleine wohnst in diesem Stollen. Du hast ja gar niemanden zum Spielen da. Psst, hör sofort auf Schwafeln, Mädchen. Du musst dich doch fürchterlich einsam fühlen da oben in dieser Höhle, in diesem grossen, kalten Berg drin. Lödi-Zeug, hör auf, habe ich gesagt. Habe ich recht? Hör auf, habe ich gesagt. Huch, aber was ist denn für die Schlumpf, dass du gerade so rumpelsaurig wirst? Nicht für die Schlumpf. Schludimumpf heisst sie. Schludimumpf. Meinetwegen, Schludimumpf. Ich red gar nicht gern drüber. Dass du alleine bist da oben. Hör jetzt auf. Oh, du armes Zwergli. Nein, jetzt fangst du an zu brüllen.
bitte tu nicht. Tränen kullern gerade von selber aus meinen Äugli. Ich kann's gar nicht bremsen. Oh je, Mine, komm zu mir. Ich tu dich trösten. Ja, tu mich heben. Fühl mich ganz alleine da oben. Ich habe vor langer Zeit mal mit anderen zusammengelebt, weisst du, mit den Zwergen im Zwergental. Aber eines Tages haben die Zwerge einfach nicht mehr wollen. Hat mir unsere feisse Zwergenkönigin einfach fortgeschickt. Oh je, wegen? Huckelpack, unsere Zwergenchefin, hat gesagt, ich muss weiter weggehen und soll nie mehr heimkommen. Oh nein, aber was ist denn passiert? Es war wegen dem Spielplatz bei uns im Zwergendörfli. Also, wir haben immer gestritten. Das Reiteseil, die Rutschbahn, die Gigampfi, alle Zwerge haben gedrängelt und geschupft. Und ich wollte dort bei der Rutsche, dass ich immer der bin, der zuerst tut. Hä? Ja, also haben ihr gestritten? Dann hat's mir mal verjagt. Vertatscht hat's mich. Haben mir eine eigene Rutschbahn gebaut, nur für mich allein. Dann ist mein Cousin, der Fridolin, auf meine Rutsche runterrutschen. Als ich das gesehen habe, richtig sauer bin ich geworden. Ui. Die Rutschbahn, habe ich gesagt, ist mir. Dann hat der Fridolin gesagt, du musst mich auch mal lassen und mit mir teilen. Und dann ich wollte nicht teilen, habe dem Fridolin gerade eins gehauen. Oh nein! Und wo der Fridolin zu unserer Zwergenkönigin gegangen ist, täteln, dass ich auf dem Spiel bin nie und nichts teilen will, habe ich ihm gerade nochmal eins getatscht. Ui! Unsere Zwergenkönigin ist ganz böse verrückt worden. Hat sie mir befohlen, sofort meine Sachen zu packen und weit fortzugehen. So eine wie mich will ich sie nicht da haben. Sie ist eine Schande fürs ganze Zwergental. Ja, darum bin ich jetzt alleine da oben im Berg. Oh, was für eine tragische Geschichte. Ja, die blöden Zwerge. Ja, lebst nicht gerne alleine, gell? Nein, ich habe gestern, als ich im Stollen gearbeitet habe, mich gerade in den Fuß hineingehackt. Das hat so weh da. Autsch! Ja, das glaube ich. Niemand hat mich trösten. Niemand hat mir ein Pflasterli aufgeklebt. Bin ja ganz allein da oben. Gell? Oh je, armes Zwergli. Es ist schon traurig, dass du mit niemandem deine Sorgen und Nöte teilen kannst. Niemand tut dich heben und niemand tut dich trösten. Vielleicht solltest du einfach nochmal zurück ins Zwergental und dann fragst ganz lieb, ob sie dich wieder aufnehmen. Aber Ja, was aber, Zwergli? das geht doch nicht. Wieso? Dann muss ich doch alles wieder mit